Hey liebe Leute, Mr. Geomike und herzlich willkommen hier auf dem inaktivsten YouTube-Kanal, den es gibt. 213 Abonnenten und ein paar zerquetschte Zuschauer, das sind unsere Zahlen und ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass wir noch 213 Abonnenten haben. Für das, dass wir so extrem inaktiv sind, also besser gesagt, ganz inaktiv sind. Ja, an dieser Stelle mal zuerst danke für die eigentlich immer noch die Videos schauen. Also ich habe es ja gesehen, der Rufus hat 1-2 Videos hochgeladen und dort hat es doch noch ein paar Leute gehabt, die es kommentiert haben und angeschaut haben. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr eigentlich immer noch unsere Videos schaut. Ja, unsere, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Rufus seine. Ich bin jetzt wirklich lang inaktiv gewesen. Ich habe es jetzt endlich mal wieder geschafft, habe wieder mal 2 Tage frei am Stück. Da denke ich mal, jetzt nimmst du den Finger aus dem Arsch, jetzt behaltest du mal die 2 Tage zum ein bisschen zocken. Weil ja, das Zocken ist bei mir kurz gekommen. Ich habe da links von meinem Tisch habe ich da noch 3 original verpackte Spiele, wo man immer gesagt hat, ja, vielleicht hast du mal Zeit, vielleicht kannst du es zocken. Aber nein, ich habe es leider nie geschafft. Meine PS ist verstaubt, mein Fernseher ist verstaubt. Ich habe zuerst eine halbe Stunde suchen, wo meine Fernbedienung überhaupt ist. Und als ich das nachher das Zeug gefunden habe ich mal angefangen zu zocken und es hat mich gerade grausam gepackt. Jetzt bin ich seit gestern eigentlich fast schon am Durchzocken, ist unglaublich. Und es macht wirklich wieder Spass. Jetzt schaue ich natürlich, dass ich da mal wieder ein Video aufladen kann. Natürlich schaffe ich es nicht mehr und der Rufus auch nicht, jeden Tag ein Video aufzuladen, aber eventuell, dass wir jede Woche ein Video aufladen können, das sollte vielleicht noch machbar sein. Weil wir sind beide recht am Bügeln, recht am Krampfen und am Arbeiten. Und man hat ja nebendurch noch das Private. Und da kommt halt irgendwo etwas zu kurz. Und bei mir ist halt mein Hobby, das Gamen. Ja. Wie ihr seht, im Hintergrund ist mal zum Hintergrundvideo schnell. Es ist ein Battlefield 4 Gameplay. Es ist, ja, kein schlechtes Spiel. Hat noch Spass gemacht mit der RPG, ein bisschen umeinander gesäckelt und jedes Fahrzeug kaputt gemacht. Und ja, was gibt's noch? Ja, wenn ich Videos auflade, dann höchstwahrscheinlich nur Battlefield bei mir. Und höchstwahrscheinlich vielleicht noch das MW3. Weil ich lade kein anderes Spiel mehr in meine PS rein als MW3, was COD anbelangt. Den Rest habe ich Grenzen zugemacht, da kommt keine mehr in meine PS rein, kein einziges Game mehr von der COD-Reihe. Das ist einfach tabu, weil es schießt mich einfach an. Und ich hoffe einfach, dass jetzt das neue COD vielleicht mal endlich mal wieder ein bisschen back to the roots ist und ein bisschen besser wird als der ganze Fötzel-Scheissdreck, wo wir bis jetzt gehabt haben. Vor allem alles gespiegelt drin im Ghost, wo einfach das grösste, schnäbigcatchende Spiel ist, das man überhaupt spielen kann. Ja, so, nochmal kurz meine Meinung. Und das ist vielleicht auch ein Grund, wieso es mir gerade verleidet hat, da weiter zu zocken, vor allem bei diesem COD Ghost. Da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Vielleicht hat es mir dort gerade vollkommen alles abgeschaltet. Und da habe ich so eine Art Päuseli gemacht. Und das hat sich dann so rauskristallisiert und mit der Arbeit dann habe ich wirklich keine Zeit mehr gehabt. Ja, aber eben, es ist doch eine lange Zeit. Vielleicht noch schnell, was ich alles gemacht habe. Ich habe halt viele Weiterbildungen gehabt im Geschäft drin und das klaut natürlich Zeit. Dann bin ich noch eine Woche in der Ferien gewesen. Und zwar in Slowenien an den Metal Days. Geil. Wirklich ganz geil für die Metal hören. Kann ich euch nur empfehlen, geht mal auf die Seite schauen. Es ist für die das Wacken kennen, sage ich mal, ein völliger Unterschied. Dort ist man schön in der freien Natur drin, also ist in einem Naturschutzgebiet und hat sogar nebenan noch einen schönen Fluss. Das heisst, man kann dort drin baden. Vor allem, wenn man einen Kater hat am Morgen, und ich spreche aus Erfahrung, und zwar jeden Tag habe ich einen Kater gehabt. Einfach schnell reingekümpelt da ins 13 Grad kalte Wasser, dann wieder rausgekommen und mein Kopf war wie neu geboren. Also, super. Ja, was gibt's noch? Ja, im Hintergrund spiele ich, was ist, glaube ich, mit dem Pionier. Auf Hanoi Resort, wenn es mich nicht täuscht, ist das mit dem Hotel in der Mitte auf diesen Inseln. Mit der RPG und PDW, wenn es mich nicht täuscht. Mit der bin ich ausgestattet. Und eigentlich ist das Ziel bei der P90 freischalten, genau, die P90. Die würde ich gerne freischalten, das war ja meine Lieblingswaffe im Battlefield 3 und das braucht nicht viel, vor allem mit diesen hohen Battle Packs, wo man freischalten kann. Dann gibt es so Bonis, so Boosters.
kann man aktivieren und dann bekommt man einfach für eine Stunde lang 50% mehr EPs und somit steigt man eigentlich noch extrem schnell auf. Und so macht es eigentlich Spaß, weil zum Beispiel ein Road to Commander oder wie das heißt im Battlefield, das wäre wirklich ewig lang, darum werde ich das auch nicht machen. Ich werde einfach ein paar Episoden aufladen, ein paar Gameplays. Hauptsächlich spiele ich ja Eroberung, Rush oder TDM. Wenn ihr mal etwas anderes wollt sehen, ich kenne die anderen Modus eigentlich fast gar nicht. Aber vielleicht habt ihr einen Tipp und sagt, hey, das macht im Fall auch noch Spaß. Dann könnt ihr es doch gerne unten in die Kommentare schreiben. Bin ich natürlich affenfroh, wenn ich auch mal wieder ein bisschen abwechseln kann und mal wieder ein bisschen reinkomme. Weil ich habe eigentlich keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht, was für Games draussen sind, was für Maps. Gibt es überhaupt neue Maps im Ghost? Gibt es überhaupt neue Maps im Battlefield? Keine Ahnung, ich bin da wirklich weg vom Fenster. Und vielleicht haben wir da ja für mich noch 1, 2 Tipps, die ich dann umwandeln kann und somit nachher auch meine Videos schmücken kann. So, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das Gameplay im Hintergrund geht. Ich denke mal nur so 1, 2 Minuten. Wenn ihr mehr hören wollt, wenn euch das immer noch Spass macht, uns zuzulassen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann versuchen wir, wie gesagt, weiterzumachen. 1, 2 Videos so pro 2 Wochen sollte das eigentlich lange, sollte eigentlich funktionieren und dort geben wir uns wirklich Mühe. Ja, in dem Fall verabschiede ich mich mal von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes Tag und ich hoffe, man hört sich beim nächsten Mal. Hat mich gefreut. Tschüss zusammen.